Die leeren Kartons von Zürich. Jeden Nachmittag verließ sie das Lager mit leeren Kartons in den Armen. Alle schworen, sie sei eine Diebin, bis ein wohlhabender Mann beschloss, ihr heimlich zu folgen. Und was er am Ende dieses Weges entdeckte, ließ ihn auf offener Straße weinend zusammenbrechen. »Haltet sie auf! Diese Frau nimmt etwas aus dem Lager mit!« Ricardos Schrei durchtrennte die Luft des Ladehofs wie eine Peitsche. Mariela Restrepo erstarrte 3 Schritte vor dem Ausgangstor, eine Pappkiste fest an ihre Brust gedrückt, die Knöchel weiß vor Anspannung. Sie drehte sich nicht sofort um. Sie schloss kurz die Augen, atmete tief durch und drehte dann ihr Gesicht zu dem Mann, der wie ein verletzter Stier auf sie zukam, schwitzend, mit dem Daumen ihrer rechten Hand auf sie zeigend. Die Kollegen, die in den Gängen des Lagers Horizonte Süd Bestellungen zusammenstellten, kamen einer nach dem anderen heraus, angezogen vom Tumult, einige noch mit Farbe und Klebeband in den Händen, andere legten die Scanner auf die Regale. Die Routine des Feierabends war unterbrochen, und nichts unterhält gelangweilte Menschen mehr als eine öffentliche Demütigung. »Frau Restrepo, öffnen Sie diese Kiste sofort«, befahl Ricardo und stellte sich mit verschränkten Armen vor sie. »Die Diebstähle in diesem Lager enden heute, und Sie werden ein Exempel für alle sein, die sich hier drinnen für schlau halten.« Mariela antwortete nicht. Sie senkte den Blick auf den staubigen Boden. Sie presste die Lippen zusammen, bis sie fast weiß waren. Eine kleine Gruppe von Arbeitern bildete bereits einen Halbkreis um sie herum. Einige holten heimlich ihre Handys hervor. »Sind Sie taub, Frau?« wiederholte Ricardo mit höherer Stimme. »Entweder Sie öffnen diese Kiste hier und jetzt, vor aller Augen, oder ich rufe die Sicherheit und übergebe Sie gefesselt den Beamten auf der Straße. Sie wählen.« Marias Hände zitterten leicht, nicht vor Angst, sondern vor unterdrückter Wut, vor dem Gewicht so vieler Nachmittage, an denen sie Kommentare, schiefe Blicke, hinter ihrem Rücken geflüsterte Worte ertragen hatte. Aber diesmal war sie zu weit gegangen. Diesmal gab es eine Bühne, ein Publikum, Kameras. Sie atmete tief durch. Sie machte einen Schritt auf eine rostige Metallbank neben dem Tor zu. Sie stellte die Kiste vorsichtig ab, als ob darin antike Porzellane wären. Sie hob die Klappen einzeln an und trat einen Schritt zurück, damit alle sehen konnten, was sich darin befand. Nichts. Die Verpackung war komplett leer. Ein Murmeln ging durch den Kreis der Zeugen. Jemand lachte nervös. Ein anderer pfiff spöttisch. Ricardo Bermúdez beugte sich über die Kiste, fuhr mit der Hand durch den Boden, als ob er ein geheimes Fach erwartete. Er drehte sie um, schüttelte sie, hielt sie gegen das Abendlicht. Nichts, absolut nichts. Und was soll das bedeuten? Knurrte er und hob den Blick zu ihr, die Stirn gerunzelt. Was wollen Sie damit erreichen, Restrepo? Mich vor meinen Angestellten lächerlich machen. Glauben Sie, das hier ist ein Spiel? Ich will nichts erreichen, Herr Bermúdez, antwortete sie endlich mit einer Stimme, die so ruhig war, dass sie aus einer anderen Realität zu stammen schien. Sie waren es, der mich aufgehalten hat. Sie waren es, der geschrien hat. Ich gehe nur wie jeden Tag von meiner Arbeit. Mit einer Kiste, einer leeren Kiste, korrigierte sie, die die Firma am Ende des Tages wegwerfen würde. Das mache ich schon seit langem, mit Erlaubnis des vorherigen Leiters. »Aber mit mir ist das ein Problem«, spuckte Ricardo. Er richtete sich auf und wandte sich an die versammelten Arbeiter. »Jeder höre. Von jetzt an ist es jedem Angestellten verboten, Kartons, Materialien, Taschen oder irgendetwas aus diesem Lager mitzunehmen, auch wenn es Müll ist. Verstanden? Hier wird nichts verschenkt. Nichts.« Die darauf folgende Stille war unangenehm. Einige senkten den Blick, andere nickten. Niemand wagte es, Mariela zu verteidigen. Niemand. Was keiner der Anwesenden wusste, war, dass Fernando Valencia Mendoza, der etwa 30 Meter vom Tor entfernt, gerade aus einem gepanzerten Transporter gestiegen war, die ganze Szene schweigend beobachtet hatte. Er war unangekündigt am Lager angekommen, wie er es immer tat, wenn er die Wahrheit über die Funktionsweise eines seiner Unternehmen erfahren wollte. Überraschungsinspektionen, ohne Protokolle, ohne Empfangskomitee, ohne Fotografen. Der Besitzer der Valencia Logistikgruppe hatte die Angewohnheit, durch die Hintertür der Arbeiter einzutreten, nicht durch die Chefetage. Er sagte, ein Unternehmer, der sein Personal nur durch Berichte kenne, verwalte am Ende Geister. An diesem Nachmittag war Fernando gekommen, um die Gänge zu durchstreifen, 3 oder 4 zufällige Arbeiter anzusprechen und vor Einbruch der Dunkelheit in sein Büro zurückzukehren. Er hatte nicht erwartet, am Ausgangstor auf diese Szene zu stoßen. Er blieb abseits stehen, die Hände in den Taschen seines eleganten Anzugs, beobachtete, hörte zu, prägte sich jedes Detail ein. Er war ein großer Mann mit breiten Schultern, das Haar nach hinten gekämmt und einem Ausdruck, der immer berechnend wirkte. Seine Augen hatten in diesem Moment jedoch eine andere Intensität, denn er konnte sie nicht von ihr abwenden, von der Frau mit der leeren Kiste, von der Art und Weise, wie sie ihre Schultern gerade hielt, trotz der Demütigung, wie ihre Hände, obwohl sie zitterten, ihre Würde nicht losließen,
wie sie antwortete, ohne zu schreien, ohne zu flehen, ohne sich zu sehr zu rechtfertigen. Etwas an dieser Frau passte nicht in die Szene. Etwas, das Fernando noch nicht identifizieren konnte, das aber etwas tief in seiner Brust bewegte. Eine Art fernes Echo, wie wenn man ein Lied hört, das man fälschlicherweise nicht kennt, aber der Körper erinnert es von irgendwoher. »Herr Bermudez, darf ich jetzt gehen?« fragte Mariella und schloss die Klappen der Kiste und nahm sie wieder in die Arme. »Die Schicht ist schon lange vorbei. Ich habe Termine.« »Termine?« lachte Ricardo mit diesem kurzen, säuerlichen Lachen, das denen eigen ist, die kleine Macht genießen. »Sie haben Termine? Welchen?« »Gnädige Frau, einen anderen Lagerplatz finden, um Kartons mitzunehmen.« Einige Arbeiter lachten, andere wandten unbehaglich den Blick ab. Da tat Mariela etwas, das niemand erwartete. Sie hob den Blick, fixierte Ricardo Bermudez direkt in den Augen und sprach mit einer Klarheit, die den ganzen Hof gefrieren ließ. »Sie können mich 1000-mal durchsuchen, Herr. Sie können jede Kiste zerbrechen, die mir aus den Armen fällt. Sie können die Kollegen bitten, Videos zu drehen und sie durch das ganze Viertel laufen zu lassen. Sie können mit meinem Namen tun, was sie wollen, aber sie werden niemals in meinen Händen finden, was sie suchen, denn was ich hier mitnehme, passt in keinen Karton. Und auch wenn ich es ihnen zeigen wollte, sie hätten keine Augen dafür.« Die folgende Stille war dicht, klebrig, von jenen Stille, die mehrere Sekunden in der Luft hängen bleiben, bevor jemand den Mut aufbringt, sie zu durchbrechen. Ricardo öffnete den Mund zum Antworten, schloss ihn, öffnete ihn wieder, nichts kam heraus. Sein Gesicht war bis zu den Ohren rot angelaufen und die Falten seines Halses vibrierten mit einer Wut, die er nicht in Worte fassen konnte. »Lucia Paredes«, rief er dann und suchte Zuflucht in der Autorität von jemand Höherem. »Holen Sie sofort die Personalleiterin hierher. Diese Frau wird sich morgen früh zu einer disziplinarischen Anhörung melden. Dann werden wir sehen, ob sie vor dem Arbeitsgericht so hübsch aussieht.« Eine der Kolleginnen rannte zum Verwaltungsgebäude. Mariela rührte sich nicht, stand dort mit der Verpackung in den Armen und wartete. Es war, als hätte sie diese Szene 1000-mal in ihrem Kopf erlebt und sich auf alle möglichen Varianten vorbereitet. Lucia Paredes kam eilig herbeigegangen, eine elektronische Tafel unter dem Arm und die Stirn gerunzelt. Sie war eine strenge Frau mit sicheren Bewegungen, die ihre Karriere am Unternehmen auf Regeln und Unterschriften aufgebaut hatte. Sie ließ sich nicht leicht beeindrucken, aber als sie die Szene sah, als sie Ricardo schnaufen sah wie einen Schnellkoch-Top-Lankern und Mariela die Kiste mit dieser irritierenden Ruhe hielt, änderte sich für einen winzigen Moment etwas in ihrem Ausdruck. Ein Schatten, ein Zweifel. Sie kannte Frau Restrepo. Sie wusste, dass sie nie fehlte, dass sie nicht krank wurde, dass sie sich nicht beschwerte. »Was ist hier los, Herr Bermudez?« fragte sie mit fester Stimme. Ricardo erzählte ihr die Geschichte. Er übertrieb die Details, fügte Nuancen hinzu, die nie passiert waren, sprach von systematischem Diebstahl, von mangelndem Respekt, von schlechtem Einfluss auf die anderen Angestellten. Mariela unterbrach ihn keine einzige Sekunde, senkte nur den Blick auf die Kiste in ihren Armen, als ob sie schweigend zu jemandem sprach, der sich darin befand. Als Ricardo fertig war, bat Lucia, die Kiste sehen zu dürfen. Mariela übergab sie ihr ohne Widerstand. Die Personalleiterin prüfte sie sorgfältig, neigte sie, schüttelte sie, tastete sie innen ab. »Leer, Herr Bermudez«, sagte Lucia und gab die Verpackung an Mariela zurück. »Hier gibt es keinen Diebstahl. Wenn Sie eine Beschwerde formalisieren wollen, müssen Sie das schriftlich und mit konkreten Beweisen tun, nicht mit Verdächtigungen. Aber, Frau Paredes«, fuhr sie fort und hob ihre Stimme nur leicht an, »ich werde Sie noch an etwas erinnern. Das Protokoll des Unternehmens verbietet öffentliche Durchsuchungen von Angestellten. Wenn ein Verdacht besteht, wird der Arbeitnehmer privat mit einem Vertreter der Verwaltungsabteilung einberufen. Was Sie gerade vor all diesen Kollegen getan haben, wird in meinem Bericht enthalten sein, aber nicht in Ihrem, sondern in Ihrem.« Einige Arbeiter wechselten Blicke, andere nickten diskret. Ricardo klappte der Mund auf. Er hatte das nicht erwartet. »Frau Restrepo, Sie dürfen gehen«, sagte Lucia und wandte sich mit professioneller Geste an Mariela. »Ich bedauere diesen Vorfall. Wir werden später in Ruhe darüber sprechen.« Mariela nickte nur kurz. Sie lächelte nicht, dankte nicht, ordnete nur die Kiste besser in ihren Armen und ging zum Tor, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ihre Schritte hallten fest auf dem Zementboden. Als sie an dem Ort vorbeikam, an dem Fernando sie noch schweigend beobachtet hatte, bemerkte sie ihn nicht. Sie wusste nicht, dass der Besitzer des gesamten Unternehmens gerade die komplette Szene miterlebt hatte. Sie wusste nicht, dass sich ihr Leben von diesem Moment an in eine Richtung ändern würde, die sie sich nicht einmal vorstellen konnte. Fernando folgte ihr mit dem Blick,
bis sie durch das Tor trat. Dann blieb er noch einige Sekunden regungslos stehen, verarbeitete, bis er sich seinem Chauffeur Arturo Solis zuwandte, der diskret einige Meter entfernt wartete. Arturo. »Ja, Herr, ich möchte wissen, wohin diese Dame geht. Was sagen Sie, Herr? Diese Dame, die mit der leeren Kiste. Ich möchte wissen, wohin sie nach dem Verlassen des Lagers geht. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich möchte es heute noch wissen.« Der Chauffeur zögerte einen Moment. Er hatte Fernando Valencia y am Laufe der Jahre viele seltsame Entscheidungen treffen sehen, aber dieser Glanz in seinen Augen war neu. Es war nicht der Glanz des Unternehmers, es war der Glanz eines Mannes, der gerade einen Geist gesehen hatte und es noch nicht wusste. Mariela ging 3 Blocks bis zur Haltestelle des öffentlichen Busses mit der Kiste zwischen den Armen. Sie stieg mit ihr ein, als ob sie etwas Zerbrechliches trüge. Sie setzte sich auf einen Sitz ganz hinten am Fenster, sie legte die Stirn an das Glas und ließ die Gebäude vor ihren Augen verschwimmen. Niemand in diesem Bus ahnte, was sie in ihrer Brust trug. Der Bus durchquerte das Geschäftsviertel, überquerte die Brücke über den Fluss, fuhr in ärmere Viertel. Die breiten Straßen wichen Gassen, der Asphalt dem Kopfsteinpflaster, das Kopfsteinpflaster der Erde. Mariela stieg an einer überdachten Haltestelle am Ende der Linie aus, in einem Sektor, der als San Rafael de los Pinos bekannt ist, einem Viertel, in dem die Leute sich beim Namen grüßten und Hunde mitten auf der Straße schliefen. Hinter ihr, mehr als 100 Meter entfernt, fuhr ein dunkles, diskretes Auto langsam. Drinnen presste Fernando Valencia die Fäuste auf die Knie. Er erkannte die Richtung, die Luft, den Geruch von verbranntem Holz gemischt mit frisch gebackener Arepa, aber er wollte es noch nicht zugeben. Mariela ging einen Feldweg entlang zwischen unverputzten Ziegelhäusern und schiefen Holzzäunen. Einige Kinder spielten mit einem Plattfußball. Eine ältere Dame fegte vor ihrem Haus. Alle grüßten Mariela beim Namen. Sie lächelten ihr zu, boten ihr Wasser an. Sie grüßte zurück mit einer Zärtlichkeit, die eine andere Person zu sein schien, ganz anders als die stille Frau aus dem Lager. »Frau Mariela, Sie sind da«, rief ein kleiner Junge und rannte, um sie zu umarmen. Sie bückte sich, streichelte ihm den Kopf, legte ihm die leere Kiste in die Hände, als ob sie ihm ein Geschenk machte. Der Junge lachte mit offenem Mund voller kleiner, schiefer Zähne und rannte den Weg entlang, die Verpackung auf dem Kopf, schreiend: »Die Kisten sind da! Die Kisten sind da!« Fernando stoppte das Auto am Straßenrand. Er stieg aus. Er ging die letzten Meter zu Fuß, versteckte sich hinter einem rostigen Laternenpfahl. Sein Herz pochte. Etwas tief in ihm sagte ihm, dass er diesen Weg erkannt hatte, dass seine Füße diesen Boden schon einmal betreten hatten, viel früher, als er noch nichts von Geld, Verrat oder Vergessenheit wusste. Er bog um die Ecke und sah es. Am Ende des Weges, umgeben von einem geflickten Holzzaun, erhob sich ein bescheidenes Gebäude, Blockwände in einem vom Sonnenlicht verblassten Ton gestrichen, ein Dach aus Blech mit Flicken, ein breites Tor, durch das Frauen mit Taschen und rennenden Kindern ein- und ausgingen. Über dem Tor eine abgenutzte Holztafel mit handgeschnitzten Buchstaben. Fernando kniff die Augen zusammen, um zu lesen: La Casita de Luz, gegründet von Doña Amparo Ospina. Fernandos Beine schwankten. Ein unsichtbares Gewicht fiel auf seine Brust. Die Luft blieb ihm schlagartig weg. Er machte einen Schritt zurück und suchte Halt an der Wand eines nahegelegenen Hauses. Seine linke Hand klammerte sich an den Ziegel, die rechte hob zitternd zu seinem Mund. Dieser Name, der in das Holz geschnitzt war, dieser Name, den er fast ein Leben lang mit den Erinnerungen an eine Kindheit begraben hatte, von der niemand je erfahren hatte, dass sie existiert hatte. Amparo Ospina, die Frau, die ihn gerettet hatte, als er noch ein winziges Kind war. Die Frau, die seine sterbende Mutter in einem Unterschlupf mitten Pirmwe am Schlamm aufgenommen hatte. Die Frau, deren Namen er zu ehren versprochen hatte und zu der er in all den Jahren des Erfolgs und des Reichtums nie zurückgekehrt war. »Das kann nicht sein«, flüsterte er. Seine Stimme klang rau, fast unhörbar. Seine Augen füllten sich ohne Vorwarnung mit Tränen. Das kann nicht derselbe Ort sein. Und während sein Blick über die Fassade dieses bescheidenen Häuschens glitt, spürte Fernando Valencia, der Besitzer der Valencia Logistikgruppe, der gefürchtetste Mann in den Vorstandsetagen von 3 Ländern, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, wie jemand ihm eine kalte Hand über den Nacken strich, die Hand seiner Vergangenheit. Und eine Wahrheit, die er begraben trug, seit er laufen lernte, stand kurz davor, ihn mit der Kraft von allem, was er einst zu vergessen sich geweigt hatte, ins Gesicht zu schlagen. Fernando Valencia konnte sich nicht von der Ziegelwand lösen, an die er sich gelehnt hatte. Die Tränen flossen ihm ungefragt über die Wangen, bis zum Kragen seines Hemdes. Er hatte noch nie so auf einer öffentlichen Straße geweint. Er hatte noch nie jemanden mit hängenden Schultern, mit zitterndem Mund, mit unregelmäßiger Atmung gesehen, wie ein Mann, der gerade das Gesicht eines sehr geliebten Geistes erkannt hatte. Auf der anderen Seite des Weges,
Innerhalb des geflickten Holzzauns hörte man Kinder lachen, Stimmen von Frauen, die sich freundlich Anweisungen gaben, das Klappern eines schweren Topfes gegen ein Feuer, die alltäglichen Geräusche eines Hauses, das viele ernährte und sich nichts anmaßte. Fernando strich sich die Augen, atmete tief durch, versuchte die Bruchstücke seiner Erinnerung zu ordnen, die sich plötzlich wie Teile eines alten Puzzles verstreut hatten, auf das jemand gerade getreten war. Amparo Espina. Der Name schlug ihm immer wieder auf die Schläfen. Diese Frau mit langen Zöpfen, dicken Händen, einer Schürze, die immer mit Mehl bestäubt war. Diese Frau, die seine kranke, orientierungslose Mutter empfangen hatte, als der Rest der Welt ihnen die Türen verschlossen hatte. Diese Frau, die ihn auf ihre Knie gesetzt hatte, als er noch ein winziges Kind war und ihm den ersten warmen Teller Essen gegeben hatte, den er in seinem Leben zu essen erinnern konnte. Er löste sich langsam von der Wand, an der er sich festhielt. Er ging ein paar Schritte zurück. Er wollte von keiner der Frauen gesehen werden, die das Tor ein- und ausgingen. Noch nicht. So kehrte er zum Auto zurück, wo Arturo Solis mit diskretem Ausdruck wartete. Er setzte sich auf den Rücksitz, schloss die Tür sanft. Er blieb mehrere Minuten schweigend sitzen und blickte auf das Autodach. »Wir fahren, Herr«, fragte der Chauffeur vorsichtig. »Noch nicht«, antwortete Fernando mit gebrochener Stimme. »Zuerst muss ich wissen. Ich muss wissen, ob sie es wirklich ist, die diesen Ort gegründet hat. Ich muss wissen, wer diese Frau ist, die jeden Nachmittag mit einer leeren Kiste zwischen den Armen aus dem Lager geht.« Arturo nickte. Er stellte keine Fragen. Er hatte am Laufe der Jahre gelernt, nicht zu fragen, wenn die Augen seines Chefs diesen besonderen Glanz hatten. Den Glanz, der sich nicht mit Geld reparieren ließ. Währenddessen herrschte auch in dem gemieteten Zimmer, in dem Mariela lebte, am Abend Betriebsamkeit. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen, ihr Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen und sich vor einen Holztisch mit 3 gerahmten Fotos gesetzt. Eines ihrer Mutter, Doña Amparo, lächelnd mit angezogener Schürze, eines von Maria la Niña, auf den Schultern einer älteren Frau sitzend, und ein drittes, das abgenutzteste, auf dem ihre Mutter mit einer anderen schlanken, kranken Dame abgebildet war, die ein kleines Kind mit großen Augen umarmte. Mariela streichelte dieses dritte Foto mit dem Daumen. »Wer wirst du jetzt sein, Kleiner?« flüsterte sie. »Meine Mutter hat dich immer vermisst. Sie hat sich immer gefragt, ob du gut isst, ob dir jemand vor dem Schlafengehen Geschichten erzählt. Ich weiß nicht warum, aber an diesem Abend spürte sie einen seltsamen Drang, dieses Foto an den Spiegel zu kleben, als ob jemand es sehen und erkennen könnte. Das tat sie und legte sich schlafen, ohne zu wissen, dass nur wenige Kilometer entfernt der kleine Junge auf dem Foto wie ein Erwachsener über einem Brief seiner Mutter weinte. Am Morgen des nächsten Tages kam Mariela wie immer ins Lager, Horizonte Sur. Sie grüßte den Portier, stempelte ihre Anwesenheit, ging zum Gang, wo sie die Bestellungen für die Morgenschicht zusammenstellte, aber etwas war anders. Die Kollegen blickten sie schief an, einige versteckten ihr Handy, als sie vorbeiging, andere murmelten leise untereinander. Einer lachte sogar, ein kurzes, gezwungenes Lachen, als sie an ihm vorbeiging. Mariela spürte einen Knoten am Magen, sagte aber nichts. Eine Kollegin, Yolanda Caicedo, kam mit erschrockenem Gesicht auf sie zu und sprach leise: »Meine Kleine, du musst das sehen. Gestern Abend hat jemand das Video in die sozialen Netzwerke gestellt.« »Welches Video?« »Das von gestern, als der Supervisor dich am Tor aufgehalten und die Kiste vor allen öffnen ließ. Es hat schon Tausende von Aufrufen. Sie sagen schreckliche Dinge über dich in den Kommentaren, dass du eine Diebin bist, dass du ein Vorbild für die anderen sein müsstest. Schau.« Yolanda zeigte ihr die Handybildschirm. Da war das Video, Mariela stand neben der Metallbank mit der geöffneten Kiste, während Ricardo sie schreiend anzeigte. Ein großer Titel, geschrieben von einem Spötter, lautete: »Unverschämte Angestellte stiehlt Sachen aus dem Lager und wird mit voller Absicht erwischt. Über 40.000 Aufrufe in einer Nacht.« Mariela schluckte. Die ganze Welt schrumpfte um sie herum zusammen. Sie stützte sich auf eine Kiste am Regal, um nicht zu fallen. »Ich habe keine Worte, Yolanda. Niemand hat gefragt. Niemand wollte wissen, warum ich diese Kiste mitgenommen habe. Sie haben es nur zur Unterhaltung genommen. Meine Kleine, sei nicht allein. Mehrere Kollegen sagen drin, dass das falsch war, dass Bermudez zu weit gegangen ist. Aber er stolziert überall herum wie ein Pfau. Sei vorsichtig. Er sagt, er wird heute die Unterschrift bekommen, um dich zu entlassen.« Im Obergeschoss, am verglassten Büro der Geschäftsleitung, schlug Ricardo Bermudez mit der Faust auf den Tisch, während er mit 2 stellvertretenden Managern sprach. Sein Gesicht war rot angelaufen, die Venen an seinem Hals traten hervor. »Ich werde nicht zulassen, dass diese Frau mich lächerlich macht. Das Video ist schon überall. Sie bezeichnen mich als missbräuchlichen Supervisor, obwohl sie Material aus dem Unternehmen mitgenommen hat. Sie muss heute noch entlassen werden. Heute, habt ihr gut gehört, vor Mittag.« Einer der stellvertretenden Manager, ein besonnener Mann namens Camilo Arolaf,
versuchte die Gemüter zu beruhigen. »Ricardo, beruhige dich. Das muss Lucia Paredes genehmigen und über ihr der Herr Valencia selbst. Wir können das Protokoll nicht übergehen. Wir müssen warten.« »Dann soll Herr Valencia kommen«, schrie Ricardo. Er soll von seinem Sockel herunterkommen und mit eigenen Augen sehen, wen er hier beschäftigt. Was Ricardo nicht wusste, war, dass Herr Valencia es bereits mit eigenen Augen gesehen hatte und dass er ihr am Begriff war, die Tür dieses Büros in wenigen Minuten zu betreten. In der Casita de Luz war der Morgen ebenfalls mit Bewegung angebrochen. Rosalva Esteves beendete den Zusammenbau der Pappwiege für das Baby von Doña Clemencia Cifuentes, einer jungen Frau, die vor wenigen Tagen am Heim angekommen war, ohne Familie und ohne zu wissen, wohin. Der Kleine war in der Nacht zuvor in einem öffentlichen Krankenhaus geboren worden und würde am Nachmittag in den Armen seiner Mutter zurückkehren. Rosalva hatte die Pappe mit gespendeten weichen Stoffen ausgekleidet. Sie hatte Sterne mit übrig gebliebener Acrylfarbe auf die Wände gemalt. Sie hatte den Boden mit einer weiteren Schicht dicker Pappe verstärkt, die Mariela aus dem Lager mitgebracht hatte. Die Wiege war schön, bescheiden, aber mit echter Liebe gemacht. »Clemencia ist mit dem Baby da«, kündigte eine der Damen vom Tor her an. Doña Clemencia kam mit dem Baby in eine Decke gewickelt herein. Sie hatte müde, aber strahlende Augen. Als sie die bemalte Wiege mit Sternen sah, blieb sie wie angewurzelt stehen. Sie legte die Hand an den Mund und brach in Tränen aus. »Rosalva, habt ihr das für mein Kind gemacht?« »Natürlich, meine Tochter. Dieses Kind gehört jetzt uns allen. Willkommen in diesem Haus. Legen Sie den Engel hier herein.« Clemencia legte das Baby vorsichtig auf die weichen Stoffe. Der Kleine öffnete für einen Moment die Augen. Er machte ein kleines Geräusch mit den Lippen und schlief wieder friedlich ein. Alle Frauen des Hauses applaudierten leise, einige weinten, andere lächelten mit verwandelten Gesichtern. Es war einer dieser kleinen Momente, die das ganze Leben dieses Ortes trugen. Ein Kind beobachtete alles aus einer Ecke. Es hatte die Arme verschränkt, die dünnen Knie ragten unter den geflickten Hosen hervor, zu wach für sein Alter. Matías Cárdenas, 12 Jahre alt, große, dunkle Augen. Er war seit klein auf am Heim aufgewachsen, seit seine Mutter ihn eines regnerischen Abends verlassen und nie wieder zurückgekehrt war. Doña Amparo hatte ihn als ihren eigenen aufgenommen. Und als Amparo ging, war es Mariela, die sich still um dieses Kind kümmerte, ohne etwas zu verlangen. Matías sprach nicht viel, aber er sah alles und erinnerte sich an alles. Rosalva entdeckte ihn in der Ecke und lächelte ihn an. »Mein Junge, was machst du da so still?« »Ich habe nachgedacht, Tante.« »Worüber, mein Schatz?« »Über den Herrn, der gestern draußen war, den am Anzug. Ich habe ihn vom Fenster hinten gesehen.« Rosalva drehte sich langsam zu ihm um. »Welchen Herrn?« »Matías. Den, der sich an dem Pfahl gelehnt hat und geweint hat. Er hat das Märchen von Tante Mariela gehört und sehr geweint, Tante. Wie man weint, wenn einem etwas sehr Altes wehtut.« Rosalva spürte einen Schauer. Sie wusste nicht warum, aber etwas rührte sich in ihr. »Und hat er dich gesehen, mein Sohn?« »Nein, Tante. Ich habe mich hinter dem Vorhang versteckt, aber er sah aus wie jemand, der diesen Ort kannte, als hätte er schon einmal hier war.« Rosalva schwieg. Sie sah das Kind mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Frage an. »Matías, erzähle das noch niemandem. Lass mich langsam darüber nachdenken.« »Na gut, Tante.« Am selben Morgen, wenige Stunden später, parkte ein dunkles Auto vor dem Holzzaun der Casita de Luz. Aus dem Rücksitz stieg ein großer Mann, gekleidet in viel schlichtere Kleidung als am Vortag. Ein schlichtes Hemd, dunkle Hose, ohne Krawatte. Er hatte beschlossen, nicht als Unternehmer einzutreten. Er hatte beschlossen, als das einzutreten, was er wirklich war. Ein Sohn, der zu lange gebraucht hatte, um zurückzukehren. Fernando blieb einen Moment vor dem Tor stehen, atmete tief durch, drückte das Holz. Drinnen bewegten sich Frauen hin und her, einige wuschen, andere kochten. Die Kinder spielten am Innenhof unter dem schiefen Mangobaum, der immer noch Früchte trug. Rosalva war die Erste, die den Fremden bemerkte. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und ging vorsichtig auf ihn zu. »Kann ich Ihnen helfen, Herr?« Fernando öffnete den Mund. Er wollte sprechen. Er konnte nicht. Er blickte sich am Hof um, den Baum, den flachen Stein, die Küche hinten, die abgenutzten Vorhänge. Alles war gleich, alles genau, wie er es in Erinnerung hatte. »Ich war vor vielen, vielen Jahren hier, als ich noch ein sehr kleines Kind war. Mit meiner Mutter«, begann er mit gebrochener Stimme. Rosalva legte langsam die Hand auf ihre Brust. Matías, der aus der Küche zusah, riss die Augen weit auf. Es war derselbe Herr, der sich an den Pfahl gelehnt und geweint hatte. »Wie heißen Sie, Herr?« fragte Rosalva vorsichtig. »Fernando Valencia, aber meine Mutter hieß Teresa Mendoza. Sie starb hier in diesem Haus, in einem kleinen Zimmer ganz hinten,
mit Laken, die Doña Amparo ihr vom Krankenhaus der Nächstenliebe geliehen hatte, wo sie in der Küche arbeitete. Rosalva ließ den Lappen, den sie in der Hand hielt, fallen. »Gott, mein Herr«, flüsterte sie. Im selben Moment sprach von der Küchentür her eine Stimme hinter Rosalba. »Teresa Mendoza.« Fernando hob den Kopf, und da, stehend unter dem Holztürrahmen, mit der Schürze an und den Händen weiß vom Mehl, stand Mariela Restrepo. Sie blickte ihn fest an. Sie erkannte ihn nicht am Gesicht, aber sie erkannte etwas Tieferes. Sie erkannte den Nachnamen, die Geschichte, das Foto, das sie an den Spiegel ihres Zimmers geklebt hatte. Die Zeit stand zwischen ihnen still. Die Kinder hörten auf zu spielen, die Frauen hörten auf zu kochen. Rosalva hörte für einen Moment auf zu atmen. Mariela machte einen Schritt nach vorne. Ihre Augen füllten sich mit warmen Tränen. »Sie sind das kleine, magere Kind vom Foto.« Fernando spürte, wie seine Beine nachgaben. Er stützte sich auf den Stamm des Mangobaums und nickte langsam. »Ja«, sagte er mit erstickter Stimme, »ich bin dieses Kind, das nie wieder zurückkam. Bis heute.« Mariela ging langsam auf ihn zu, die Augen voller heißer Tränen, und ohne ein weiteres Wort zu sagen, umarmte sie ihn. Sie umarmte ihn, wie die Tochter von Amparo eine verlorene Bruder umarmte. Sie umarmte ihn wie das Märchen vom Hof, das endlich zu Ende ging. Und während Fernando gegen die Schulter dieser Frau weinte, die ihn am Vortag noch in seinem eigenen Lager gedemütigt hatte, wischte Matías Cárdenas sich von der Küchentür aus eine Träne mit dem Ärmel ab und spürte, dass etwas Riesiges für immer verändert worden war. Denn in diesem staubigen Hof, unter einem Mangobaum, der mit den goldenen Ringen einer sterbenden Mutter gepflanzt worden war, hatte das Kind, das er vergessen hatte, endlich sein Zuhause wiedergefunden. Aber keiner der drei ahnte, dass in diesem Moment am Obergeschoss des Lagers Horizonte Sur Ricardo Bermúdez mit wütender Feder das Dokument für die sofortige Entlassung von Mariela Restrepo Ospina unterschrieb und dass sie am nächsten Tag, als sie versuchte, zur Arbeit zurückzukehren, die Tür des Lagers verschlossen sein würde. Die Umarmung unter dem Mangobaum dauerte, solange sie dauern musste. Keine Sekunde kürzer, keine Sekunde länger. Mariela löste sich schließlich vorsichtig, ohne Fernando ganz loszulassen, und blickte ihm in die Augen mit einer Zärtlichkeit, die er in seinem Erwachsenenleben nie erhalten hatte. »Kommen Sie, Herr Fernando, setzen Sie sich. Ich werde Ihnen einen Kaffee servieren und wir reden in Ruhe. Es gibt viel, was Sie wissen müssen und viel, was meine Mutter für Sie aufbewahrt hat.« Die Frauen des Hauses waren erstarrt und beobachteten die Szene. Rosalva Este legte sich die Schürze vor die Augen. Doña Clemencia Cifuentes, immer noch mit dem schlafenden Baby in den Armen, flüsterte leise ein Gebet. Die Kinder, die sich anfangs neugierig genähert hatten, hatten ohne zu verstehen begriffen, dass dieser Moment heilig war, und zogen sich langsam in den hinteren Hof zurück. Nur Matías Cárdenas blieb in der Nähe, saß auf dem flachen Stein neben dem Mangostamm und tat so, als würde er etwas aus Drahtstücken bauen. Aber seine großen Ohren waren auf jedes Wort gerichtet. Fernando ließ sich zu einer langen Holzbank an der Küchenwand führen. Mariela verschwand drinnen. Als sie zurückkam, brachte sie 2 dampfende Tassen und eine verbeulte Blechdose, wie man sie früher für wichtige Dokumente benutzte. Das hat mir meine Mutter hinterlassen, bevor sie ging. Sie sagte, darin seien Briefe, Fotos und Erinnerungen an Menschen, die sie sehr geliebt hat. Sie ließ mich schwören, dass ich die Kiste öffnen würde, ohne Fragen zu stellen, wenn jemand mit verlorenem Gesicht an diese Tür klopfen würde. Fernando legte die Hand auf den Deckel. Er wagte noch nicht, ihn anzuheben. »Mariela, Sie haben keine Vorstellung, welche Last Sie mir abgenommen haben, als Sie mich empfangen haben. Ich kam hierher, ohne zu wissen, was mich erwartet, ohne zu wissen, ob ich mit verschlossener Tür, mit Vorwürfen, mit Schweigen empfangen würde. Und Sie haben mich umarmt. Warum?« Mariela lächelte. Ein kleines, müdes, echtes Lächeln. »Weil meine Mutter mir beigebracht hat, dass man die spät zurückkommen, nicht nach der Zeit beurteilt, die sie gebraucht haben, sondern danach, wie wertvoll es war, dass sie zurückgekehrt sind.« Fernando schloss die Augen. Dieses Wort bohrte sich wie eine süße Nadel in ihn. Er öffnete die Kiste langsam. Darin waren verblasste Fotografien, kleine gelbe Umschläge, ein kurzes Haarband in gefaltetem Papier und auf dem Boden ein Notizbuch, mit Stoff bezogen, von Anfang bis Ende von Hand, mit der runden Schrift von Doña Amparo beschriftet. Das Notizbuch war ein Tagebuch, in dem Amparo am Laufe der Jahre jeden Namen, jedes Gesicht, jede Geschichte notiert hatte, die durch die Casita de Luz gegangen war. Fernando blätterte mit zitternden Händen darin, bis er eine Seite fand, die mit einem roten Faden markiert war. »Heute habe ich Teresa Mendoza und ihren Sohn Fernandito empfangen. Die arme Frau kam mit bereits sehr schlechtem Husten. Der Junge hat die größten Augen, die ich je gesehen habe. Er klebte an meiner Schürze, seit er hereinkam. Ich gab ihm warme Milch mit etwas Panela. Er trank alles auf einmal. Er sagte mir mit seiner winzigen Stimme, »Frau,
Lieben Sie uns? Ich sagte ja und schwor mir insgeheim, dass ich diesen Jungen niemals hungern lassen würde, solange ich lebte. Fernando konnte nicht weiterlesen. Er schloss das Notizbuch und drückte es an seine Brust. Er weinte still, wie Männer, die ihr Leben lang nicht weinen dürfen und plötzlich keine Dämme mehr haben. Mariela sagte nichts, legte ihm nur eine Hand auf den Rücken und wartete. Während dieses Wiedersehen unter dem Mangobaum stattfand, rückte am Lager Horizonte Sur der Morgen mit einer anderen Spannung voran. Ricardo Bermúdez hatte bereits das Entlassungsdokument unterschrieben und es persönlich am Büro von Lucia Paredes abgegeben. Er hatte darauf bestanden, dass die Entlassung noch am selben Tag erfolgen müsse. Er hatte Vertrauensbruch, öffentlichen Skandal und Beeinträchtigung des Unternehmensimages aufgrund des viralen Videos angeführt. Lucia hatte das Dokument mit gerunzelter Stirn gelesen. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Eine fristlose Kündigung erforderte Beweise und sie hatte die leere Kiste persönlich überprüft. Es gab kein Verbrechen, keinen Diebstahl, absolut nichts, was die Entscheidung stützen würde. Aber Ricardo hatte die Unterstützung von 2 stellvertretenden Managern, die er am Laufe der Zeit rekrutiert hatte, und das Protokoll erlaubte leider die Trennung unter bestimmten administrativen Figuren. Lucia nahm das Telefon, wählte 3-mal direkt die Nummer von Herrn Valencia in seinem Büro. Niemand antwortete. Patricia Benavides antwortete per Textnachricht, dass der Herr in einer dringenden privaten Besprechung sei und nicht unterbrochen werden könne. Lucia presste die Lippen, strich sich über die Stirn und unterschrieb das Dokument mit einer Hand, während sie mit der anderen einen zweiten Ordner auf ihrem Computer öffnete, einen privaten Ordner, in dem sie begann, Kopien von allem zu speichern. Das Video, die Zeugen, das verletzte Protokoll, die internen Nachrichten. Etwas sagte ihr, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende war und dass sie all diese Papiere später noch brauchen würde. Als Mariela am Nachmittag zum Lager zurückkehrte, um eine offene Bestellung abzuschließen, traf sie am Tor die Überraschung. Der Wachmann, ein älterer Mann namens Bernabé Urbano, blickte sie traurig an und sprach leise: »Meine Kleine, ich kann dich nicht reinlassen. Ich habe schriftliche Anweisungen. Ich habe heute Morgen den Befehl erhalten.« »Welchen Befehl, Herr Bernabé?« »Du bist entlassen, meine Kleine, ab heute. Hier steht wegen öffentlichen Skandals und Vertrauensbruch. Es tut mir wirklich leid, aber wenn ich dich durchlasse, verliere ich meinen Job.« Mariela stand mehrere Sekunden lang vor dem Tor. Sie weinte nicht, sie schrie nicht, sie stritt nicht, sie nickte nur langsam mit dem Kopf wie jemand, der sich auf diesen Schlag seit der Nacht zuvor vorbereitet hatte. »Ich verstehe, Herr Bernabé. Danke, dass Sie mich mit Respekt benachrichtigt haben. Es ist nicht Ihre Schuld, meine Kleine. Es gibt noch etwas.« Bernabé zog einen Umschlag aus seiner Jackentasche. Er gab ihn ihr diskret und blickte sich um. »Den hat mir Doña Yolanda heute Morgen ganz früh gegeben, mit der Anweisung, dass ich ihn dir nur aushändigen soll, wenn dir der Zutritt verweigert wird. Sie sagt, da drin ist alles, was du brauchen wirst.« Mariela nahm den Umschlag vorsichtig entgegen, steckte ihn in ihre Handtasche, ohne ihn zu öffnen. Dort verabschiedete sie sich mit einem schwachen Lächeln vom Wachmann und machte sich auf den Rückweg zu Fuß, ohne die Kraft zu haben, den Bus zu nehmen. Sie ging Blocks und Blocks die Allee entlang. Die Sonne schien ihr ins Gesicht, die Autos fuhren an ihr vorbei. Niemand sah sie an, niemand wusste, wer sie war. Sie war nur eine weitere Frau, die mit dem Gewicht der Welt auf den Schultern ging. Als sie einen kleinen Platz erreichte, setzte sie sich auf eine Eisenbank. Mit zitternden Fingern öffnete sie den Umschlag. Darin befanden sich 2 von Yolanda Caicedo von Hand geschriebene Seiten. »Freundin, wenn du das liest, arbeitest du nicht mehr bei uns. Es tut mir unendlich leid, aber ich möchte, dass du weißt, dass du nicht allein bist. Mehrere Kollegen organisieren heimlich etwas. Wir haben das Originalvideo ohne Bearbeitung. Wir haben Zeugen, die bereit sind zu sagen, wie Bermúdez dich grundlos gedemütigt hat. Wir haben den internen Bericht, der klarstellt, dass die Kiste leer war. Und wir haben auch etwas, das du noch nicht weißt.« Mariela schlug die Seite mit beschleunigtem Herzen um. Vor Monaten hatte Bermúdez eine andere Kollegin aus der Nachtschicht entlassen. Ein junges Mädchen namens Delia Montalban. Er erfand ihr fehlendes Material aus dem Lager und beschuldigte sie vor allen, genau wie er es bei dir tat. Delia verlor ihren Arbeitsplatz, verlor das Haus, in dem sie lebte, fast die Vormundschaft über ihren Sohn wegen fehlenden nachweisbaren Lohns. Und als die Inventare überprüft wurden, entdeckten sie, dass das fehlende Material in einem versteckten Lager war. Bermúdez hatte es herausgenommen, um es außer Haus zu verkaufen, aber als das bekannt wurde, hatte er den Fall mit einer gekauften Unterschrift vertuscht. Wir haben Beweise für diesen anderen Fall. Und jetzt, mit deinem viralen Video, hat sich endlich das Fenster geöffnet, um ihn zu entlarven. Mariela spürte, wie die Luft schlagartig aus ihrer Brust entwich. Ricardo Bermúdez war nicht nur ein missbräuchlicher Supervisor, er war ein Dieb,
der seit Jahren bescheidene Frauen als Deckung für seine eigenen Verbrechen benutzt hatte. Und sie, ohne es zu wissen, war zum Faden geworden, der den ganzen Knoten auflösen konnte. Mariela faltete den Brief, drückte ihn an ihre Brust und zum ersten Mal an diesem Nachmittag ließen ihre Augen Tränen fließen, aber es waren keine Tränen der Niederlage, es waren Tränen der Wut, die sich in Stärke verwandelten. Noch am selben Abend, in der Casita de Luz, hatte Fernando sich wegnehmen wollen. Er hatte geholfen, das Abendessen für die Kinder zu verteilen, obwohl er kaum wusste, wie man einen Teller serviert. Er hatte Märchen unter dem Mangobaum gehört. Er hatte auf dem flachen Stein gesessen, auf dem er als Kind Mangos gegessen hatte, und schweigend geweint, während die Kinder um ihn herum spielten, ohne zu verstehen, warum dieser elegante Herr rote Augen hatte. Matthias Cárdenas war langsam zu ihm gekommen und hatte sich schweigend neben ihn gesetzt, nur den Raum teilend, wie Kinder es tun, wenn sie spüren, dass der Erwachsene an ihrer Seite mehr Gesellschaft als Worte braucht. »Herr Fernando«, sagte Matthias nach langer Stille, »wenn ich so alt bin wie Sie, möchte ich ein Herz haben. Ich möchte nicht nur Geld haben, denn Geld geht aus, aber das Herz arbeitet bis zum letzten Tag.« Fernando drehte sich langsam zu dem Jungen um. »Wer hat dir das beigebracht, Matthias?« »Tante Mariela und davor Großmutter Amparo. Sie erzählte mir, dass ein in einer leeren Kiste aufbewahrtes Herz mehr wert ist als 1000 Kisten voller Gold.« Fernando spürte einen Schlag in die Brust. Leere Kisten die ganze Zeit. All die Jahre. Während er besessen davon gelebt hatte, Kisten mit Scheinen, mit Verträgen, mit Zahlen zu füllen, war diese bescheidene Frau jeden Nachmittag durch die Stadt gegangen und trug leere Kisten, die in Wirklichkeit die vollsten der Welt waren, voller Zweck, voller Erinnerung, voller Liebe. Im selben Moment kam Mariela durch das Tor der Casita. Sie kam müde, mit schmutzigen Schuhen, die Handtasche über der Schulter, die Augen geschwollen, aber mit etwas Neuem in ihrem Blick. Ein Funke, eine Entscheidung. Fernando stand auf, als er sie sah. »Mariela, was ist passiert?« Sie trat näher, legte die Handtasche auf die Bank, atmete tief durch. »Ich wurde heute entlassen, Herr Fernando. Bermúdez hat die Unterschrift bekommen, um mich aus ihrer Firma zu entfernen.« Fernando ballte die Kiefer. Das Blut stieg ihm in die Schläfen. »Was haben Sie gesagt?« »Dass ich ohne Beweise, ohne Anhörung, ohne Recht auf Verteidigung entlassen wurde. Aber ich bin nicht gekommen, um mich bei Ihnen zu beschweren. Ich bin nicht gekommen, um Sie zu bitten, mir die Arbeit zurückzugeben.« »Mariela, nein, Herr. Hören Sie mich an.« Sie zog die Karte von Yolanda Caicedo aus der Tasche. Sie reichte sie ihm. Fernando nahm sie mit zitternder Hand entgegen. Er las sie schweigend, Zeile für Zeile. Als er fertig war, hatte sein Blick einen anderen Glanz als am Morgen. Es waren nicht mehr die Augen des kalten Unternehmers, auch nicht die des gebrochenen Mannes. Es waren die Augen des Kindes vom Mangohof, das zum Krieger geworden war. »Das ist nicht gegen mich, Mariela. Das ist gegen andere Delias. Das ist gegen andere Marielas. Das ist gegen jede bescheidene Frau, die durch die Hände dieses Mannes in meinen eigenen Unternehmen gegangen ist. Genau, Herr Fernando. Und wenn wir kämpfen, möchte ich, dass wir nicht nur für mich kämpfen, sondern für all jene, die dieses Glück nicht hatten.« Fernando nickte langsam, nahm das Telefon aus der Tasche, wählte eine Nummer. »Patricia, ich muss morgen früh mit Lucia Paredes, den Rechtsberatern und einem Privatdetektiv sprechen. Und ich brauche auch die Akten aller Arbeiterinnen, die in den letzten Jahren wegen öffentlichen Skandals entlassen wurden. Alle, ausnahmslos. Ich will nicht, dass uns auch nur eine entgeht.« Er legte auf, er blickte Mariela an. »Morgen beginnt der andere Krieg, und dieses Mal werden wir ihn nicht verlieren.« Der Firmensitz der Valencia Logistikgruppe ragte am nächsten Morgen wie ein Glaskoloss gegen den Himmel. Fernando betrat das Haupttor mit einem Schritt, den die Empfangsmitarbeiter nie zuvor bei ihm gesehen hatten. Er grüßte nicht mit der üblichen Kälte, er verlangte keinen Kaffee, er blieb nicht vor dem Spiegel I am Vorstandsbereich stehen, um seinen Kragen zu richten. Er ging direkt zum Privataufzug, mit Mariela Restrepo an seiner Seite, gekleidet in der üblichen Einfachheit, die Handtasche über der Brust gekreuzt und den Blick erhoben. Die Angestellten drehten sich diskret um. Einige erkannten Mariela vom Video, andere nahmen nur die andere Luft wahr, die diese bescheidene Frau umgab, die an der Seite des Besitzers des Unternehmens ging. Im Besprechungsraum I am 22. Stock warteten bereits Lucia Paredes, Patricia Benavides, 2 Unternehmensanwälte namens Ignacio Villagomez und Valentina Peláez und ein Mann mit ruhigem Ausdruck und einer dicken Mappe auf den Knien. Der Privatdetektiv Esteban Rojo. Fernando trat ein und schloss die Tür persönlich. Er setzte sich nicht an den Kopf des Tisches. Er zog einen einfachen Stuhl von der Seite heran und stellte ihn neben den von Mariela. Dann setzte er sich neben sie. Die Geste war klein, aber sie sagte alles. Mariela war kein Gast in diesem Meeting. Sie war die andere Hauptstimme. »Danke, dass Sie um diese Zeit gekommen sind.
begann Fernando mit fester Stimme. Ich werde direkt auf den Punkt kommen. Was wir hier besprechen, verlässt diesen Raum nicht, bis ich es genehmige. Wir stehen vor einem Problem, das viel größer ist, als es scheint, und wir werden es von der Wurzel angehen. Lucia Paredes atmete tief durch und öffnete ihren Laptop. Herr Valencia, bevor Sie fortfahren, möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich wusste, dass die Entlassung von Frau Restrepo falsch war. Ich habe versucht, es Ihnen mitzuteilen. Aber ich konnte Sie nicht rechtzeitig erreichen. Dennoch habe ich das Dokument unter dem Druck von Bermudez und seinen stellvertretenden Managern unterschrieben. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich während des gesamten Prozesses private Kopien jeder Beweismittel, die mir in die Hände fielen, aufbewahrt habe. Ich habe Sicherungen des uneditierten Videos. Ich habe interne Nachrichten, in denen Bermudez damit prahlt, Einfluss auf die operative Leitung zu haben, und ich habe die verletzten Protokolle, die Punkt für Punkt aufgeführt sind. Sie öffnete eine Ordner auf dem Bildschirm mit mehr als 40 Dateien, geordnet nach Datum. Fernando blickte Lucia mit einer Mischung aus Respekt und Dankbarkeit an. Lucia, Sie haben gerade mehr für dieses Unternehmen in einer Nacht getan als viele Führungskräfte in ihrer gesamten Karriere. Danke. Dann wandte er sich an den Ermittler. Esteban, erzählen Sie uns, was Sie gefunden haben. Esteban Rojo legte die Mappe auf den Tisch. Er öffnete sie ruhig. Herr Valencia, ich habe die ganze Nacht damit verbracht, das Muster zu untersuchen, das Frau Yolanda Caicedo in dem Brief beschrieben hat, den Sie uns geschickt haben. Und die Ergebnisse sind eindeutig. Ricardo Bermudez hat seit Jahren Entlassungen unter ähnlichen Anschuldigungen vorgenommen. Alle Opfer waren Frauen, alle bescheiden, alle ohne rechtliche Mittel, um zu antworten. Und in mindestens 3 bestätigten Fällen tauchten die fehlenden Inventare, die er den Angestellten zugeschrieben hatte, später auf dem Schwarzmarkt bei informellen Händlern auf, die direkt von ihm angeheuert wurden. Mariela ballte die Fäuste auf ihren Knien. Ich habe 7 verdächtige Entlassungen identifiziert, fuhr Esteban fort. Von diesen 7 leben 6 Frauen noch am selben Stadtgebiet. Ich habe sie alle lokalisiert. Und eine von ihnen, die den anderen Angestellten am bekanntesten ist Delia Montalban Izaguirre. Sie lebt in einem gemieteten Zimmer hinter einer Bäckerei. Sie verlor die vorübergehende Vormundschaft über ihren Sohn monatelang wegen fehlenden nachweisbaren Lohns. Heute lebt sie vom Verkauf von Empanadas mit einem Wagen neben der Bushaltestelle. Fernando schloss die Augen einen Moment. Als er sie öffnete, brannte sein Blick. Ich konnte sie kontaktieren. Ja, Herr. Sie hat mich heute Morgen empfangen. Zuerst misstraute sie mir. Aber als ich ihr erzählte, dass wir Bermudez untersuchen, brach sie in Tränen aus. Sie sagte, sie habe jahrelang darauf gewartet, dass ihr jemand glaubt. Mariela sprach zum ersten Mal, seit sie sich gesetzt hatte. Ich möchte sie heute noch kennenlernen. Fernando nickte. Wir werden gemeinsam gehen. Die Bäckerei befand sich in einer engen Ecke, wo der Geruch von frisch gebackenem Brot mit dem Lärm der Busse vermischt war. Hinter einem seitlichen Gitter, am Ende eines kleinen Hofes, befand sich Delias Montalbans Zimmer. Es war ein kleiner, sauberer Raum mit einem einzigen Bett, einem Herd, einem religiösen Bild an der Wand und einem Schulheft, das auf einem kleinen Tisch offen lag. Delia kam ihnen in einer Schürze über der Kleidung entgegen. Sie hatte matte Augen, aber eine unversehrte Würde. Kaum sah sie Mariela, bedeckte sie ihren Mund mit den Händen und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie sind die aus dem Video, flüsterte sie. Die nicht zerbrochen ist. Die ihm ins Gesicht gesprochen hat. Mariela umarmte sie ohne nachzudenken. 2 von demselben Mann gedemütigte Frauen, die sich erkannten, ohne sich vorher gekannt zu haben. Fernando blieb ein paar Schritte zurück und gab ihnen Platz, aber er spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Wieder setzten sie sich in das kleine Zimmer. Delia erzählte ihnen alles. Wie Bermudez ihr einen Werkzeugdiebstahl erfunden hatte. Wie er sie vor den Kollegen der Nachtschicht gedemütigt hatte, wie sie ihren Lohn verlor. Dann das Zimmer, in dem sie lebte, dann ihren Sohn, der eine Zeit lang bei einer Tante leben musste, während sie versuchte, etwas wieder aufzubauen. Wie sie versucht hatte, Anzeige zu erstatten. Aber die Anwälte, die sie konsultierte, sagten ihr, dass ohne konkrete Beweise kein Fall bestehe, wie sie gelernt hatte, Empanadas nach dem Gedächtnis ihrer Mutter zu machen, weil es das Einzige sei, das sie brauche, Chef, um zu überleben. Aber das Härteste war nicht, den Job zu verlieren, Frau Mariela. Das Härteste war, die Augen meines Sohnes zu sehen, als ich ihn bei meiner Schwester lassen musste. Er war gerade erst 7 Jahre alt. Er fragte mich, ob ich aufhören würde, seine Mutter zu sein. Und ich musste ihm lügen und schwören, dass wir uns schnell wiedersehen würden, obwohl ich am Grunde nicht wusste, ob das wahr sein würde. Mariela nahm ihre beiden Hände. Delia, es ist vorbei. Du bist nicht mehr allein. Was man dir angetan hat, wird bezahlt und wir werden deinen Sohn mit dir retten. Das schwöre ich dir bei der Seele meiner Mutter. Fernando trat vor, kniete sich neben Delias Bett, um auf Augenhöhe zu sein. Frau Delia,
Ich bin der Eigentümer der Valencia Logistikgruppe. Ich bin der Mann, den Sie all die Jahre über in stiller Wut verflucht haben, weil ich Ihre eigenen Angestellten nicht beschützt habe. Und Sie hatten recht. Ich schaute nicht nach unten. Ich schaute auf die Bilanzen, auf die Berichte, auf die Zahlen. Und während ich in meinem Büro Papiere unterschrieb, zerstörten Männer wie Bermudez Leben wie das ihre, indem sie meine Firma als Schild benutzten. Delia blickte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Herr, hören Sie mich an. Heute bin ich hier, um mich persönlich bei Ihnen zu entschuldigen und Ihnen zu sagen, dass Ihnen alles, was Ihnen genommen wurde, zurückerstattet wird. Der Lohn all dieser Jahre, die moralischen Schäden, das Zimmer, das Sie verloren haben, und Sie werden eine würdige Anstellung in meiner Firma haben, an dem Tag, an dem Sie zurückkehren wollen. Aber nur an dem Tag, an dem Sie wollen, denn niemand mehr in meinem Namen wird Sie zu irgendetwas zwingen. Delia legte beide Hände vor ihr Gesicht und weinte lange. Mariela reichte ihr ein Taschentuch. Bevor sie gingen, gab Fernando ihr eine Karte mit einer direkten Nummer. Rufen Sie mich an, wann immer Sie wollen. Nachts, am frühen Morgen, wann immer Sie wollen. Jetzt ist diese Nummer auch Ihre. Als sie aus dem Zimmer kamen, blieb Fernando einen Moment an der Ecke der Bäckerei stehen, legte die Hand gegen die Wand und atmete tief durch. Mariela trat näher. Ist alles in Ordnung, Herr Fernando? Nein, Mariela, es geht mir nicht gut, aber zum ersten Mal seit sehr langer Zeit möchte ich es auch noch nicht sein. Ich glaube, ich musste das fühlen. Ich glaube, meine Seele war von zu viel Komfort eingeschlafen. Sie gingen zusammen zum Auto, wo Arturo Solis schweigend auf sie wartete. Noch am selben Nachmittag berief Fernando eine außerordentliche Vorstandssitzung ein. Er bat niemanden um Erlaubnis. Er kündigte lediglich an, dass die Sitzung obligatorisch sei und alle teilnehmen müssten. Ricardo Bermudez, gemeinsam mit den anderen operativen Managern geladen, betrat den Raum mit aufgeblähtem Brustkorb, ohne zu ahnen, was ihn erwartete. Als er Mariela neben Herrn Valencia sitzen sah, entstellte sich sein Gesicht augenblicklich. »Was macht diese Frau hier?« fragte er laut. »Das ist eine Managementsitzung.« »Setzen Sie sich, Bermudez«, antwortete Fernando, ohne den Blick von den Papieren zu heben. »Und behalten Sie Ihre Stimme, heute werde ich sprechen.« Ricardo setzte sich verwirrt, versuchte immer noch Präsenz durch seine Gestik zu zeigen. Fernando öffnete eine Mappe. Auf dem Tisch entfaltete er Fotografien, kreuzweise geführte Inventare, unterschriebene Dokumente und Aufzeichnungen von Bewegungen neben Lagern. Herr Bermudez, seit Jahren nutzen Sie dieses Unternehmen als privates Werkzeug zur persönlichen Bereicherung. Seit Jahren erfinden Sie falsche Anschuldigungen gegen bescheidene Frauen, um von den Diebstählen abzulenken, die Sie selbst mit Zwischenhändlern ausführen. Seit Jahren benutzen Sie meinen Namen, meine Unterschrift und meine Firma als Schild für Ihre eigenen illegalen Aktivitäten. Ricardo stand auf. Das ist eine Lüge. Ich habe jahrelang makellosen Dienst geleistet. Sie haben keine Beweise für irgendetwas. Beweise. Fernando stand ebenfalls auf. Er zeigte auf die Ordner auf dem Tisch. Hier sind Beweise. Hier sind Namen. Hier sind ungefähre Daten. Hier sind Zeugen, die bereit sind auszusagen. Hier ist die unterzeichnete Erklärung von Frau Delia Montalvan Izaguirre, einer Frau, die Sie ruiniert haben und der ich heute ihre Würde und ihren Lebensunterhalt wiederherstelle. Ricardo wurde blass. Sie und außerdem, Herr Bermudez, hier sind die Erklärungen von 5 weiteren Frauen, alle von ihnen wegen falscher Anschuldigungen entlassen, alle bereit auszusagen, alle begleitet von einem Rechtsteam, das meine Firma aus eigener Tasche bezahlen wird, um Gerechtigkeit zu üben. Die anderen Manager am Raum beobachteten die Szene in absoluter Stille. Einige senkten den Blick, andere sahen Ricardo mit Ausdrücken zwischen Überraschung und Verurteilung an. Niemand wagte es, ihn zu verteidigen. Fernando wandte sich an die Unternehmensanwälte. Ignacio, Valentina, fahren Sie mit der formellen Benachrichtigung fort. Herr Bermudez wird mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen entlassen, mit nachgewiesenem wichtigen Grund. Alle ausstehenden Zahlungen werden einbehalten, während die entsprechenden Verwaltungsverfahren abgeschlossen werden, und stellen Sie dem Ministerium unverzüglich alle gesammelten Dokumente zur Verfügung. Sie können mir das nicht antun, schrie Ricardo mit gebrochener Stimme. Ich habe eine Familie, ich habe Verpflichtungen. Mariela, die während des gesamten Treffens geschwiegen hatte, blickte ihn dann zum ersten Mal an. Ich habe auch eine Familie, Herr Bermudez. Ich hatte Kolleginnen in diesem Lager, die meine Familie waren. Ich hatte Kinder in einem bescheidenen Haus, die meine Familie sind. Und sie wollten uns alle mit der gleichen Leichtigkeit versenken, mit der sie gestern meine Entlassung unterzeichnet haben. Benutzen Sie also dieses Wort nicht mit uns. Sie wissen nicht, was es bedeutet. Die folgende Stille war erdrückend. Ricardo wurde von 2 Unternehmenssicherheitskräften aus dem Raum eskortiert. Bevor er ging, drehte er sich ein letztes Mal zu Mariela um, mit einem hasserfüllten Blick. Aber sie erwiderte seinen Blick nicht. Sie hatte keine Zeit mehr für ihn. Sie blickte nach vorne. In dieser Nacht, als sie zur Casita de Luz zurückkehrte,
fand Mariela Matthias Cárdenas auf dem flachen Stein I am Hof sitzend vor, der den Mond zwischen den Ästen des Mangobaums betrachtete. »Tante, du hast gewonnen.« Mariela setzte sich neben ihn, legte ihm den Arm um die Schultern. »Heute ja, mein Schatz, aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch mehr Kinder zu helfen, es gibt noch mehr Häuser zu öffnen, es gibt noch mehr Stimmen zu erheben.« Matthias legte seinen Kopf auf Marielas Schulter, und zwischen den Blättern des Baumes leuchteten die ersten Sterne der Nacht wie stille Zeugen von etwas viel Größerem, das gerade erst begann. In den Wochen nach der Trennung von Ricardo Bermúdez schien das gesamte Unternehmen anders zu atmen. Die Gänge des Lagers änderten ihren Ton. Die Kollegen, die zuvor auf den Boden blickten, begannen sich mit offenem Lächeln zu begrüßen. Yolanda Caicedo wurde zur Aufseherin der Morgenschicht befördert. Der Wachmann Bernabé Urbano erhielt eine öffentliche Anerkennung für seine Integrität, und die vom Ermittler Esteban Rojo gesammelten Dokumente lagen nun beim Ministerium mit einem Gewicht, das kein gekaufter Anwalt aufhalten konnte. Valentina Cáceres, die Unternehmensanwältin, koordinierte zusammen mit Ignacio Villagómez die finanzielle Entschädigung für jede der 7 identifizierten Frauen, nicht nur für Delia Montalban, sondern auch für Sonia Arango, Mercedes Tinoco, Adelina Quispe, Berta Palencia, Rosario Velasco und Eugenia Montecino. Alle wurden besucht, alle angehört, alle als Opfer eines Musters anerkannt, das zu lange ignoriert worden war. Fernando Valencia hatte sich verändert. Er war nicht mehr derselbe Mann, der eilig in sein Büro kam. Jetzt kam er früher, ging ins Lager, um die Arbeiter mit Namen zu grüßen, und beendete seine Arbeitstage in der Casita de Luz, wo er half, das Abendessen zu verteilen oder auf dem flachen Stein neben dem Mangobaum saß und den Geschichten von Matthias Cárdenas zuhörte. Aber es gab etwas, dem er sich noch nicht gestellt hatte, etwas, das er sich wie ein kleiner, aber schwerer Stein in die Brust gesteckt hatte, etwas, das Mariela Restrepo bemerkt hatte, ohne etwas zu sagen. Sein Sohn Sebastián Valencia, ein hochgewachsener, stiller Teenager, der am selben riesigen Haus wie Fernando lebte, aber seit Jahren nicht mehr als 3 Worte am Tag mit ihm wechselte. Seit dem Tod von Sebastians Mutter waren Vater und Sohn zu 2 Bewohnern eines einzigen stillen Schlosses geworden. Eines Nachmittags wagte Mariela es, das Thema anzusprechen. »Herr Fernando, es geht mich nichts an, aber Sie bauen das Leben vieler Menschen wieder auf, auch das Ihres eigenen Sohnes.« Fernando senkte den Blick auf die Kaffeetasse, die er in den Händen hielt. »Mariela, mit Sebastian weiß ich nicht mehr, wo ich anfangen soll. Er sieht mich an, als wäre ich ein Fremder, und er hat recht. Jahrelang war ich ein Fremder. Dann hören Sie auf, einer zu sein.« Fernando blickte sie an. Mariela lächelte mit dieser wie immer festen Zärtlichkeit. »Bringen Sie ihn in die Casita. Erklären Sie ihm vorher nichts. Lassen Sie ihn es mit eigenen Augen sehen.« Noch am selben Abend wartete Fernando am großen Wohnzimmer des Hauses auf Sebastian. Der Junge kam mit Kopfhörern und einer gerunzelten Stirn die Treppe herunter, mit der Haltung dessen, der bereits beschlossen hatte, dass dieses Gespräch ebenfalls leer sein würde. »Sebastian, morgen möchte ich dich irgendwohin mitnehmen. Papa, ich habe Pläne. Ich bitte dich nur um einen Nachmittag. Danach, wenn du willst, sprichst du nie wieder mit mir für den Rest deines Lebens, aber gib mir diesen Nachmittag.« Der Junge nahm einen Kopfhörer ab, blickte ihn misstrauisch an. »Welchen Ort?« »Einen Ort, an dem vor langer Zeit jemand uns, deiner Großmutter Teresa und mir, das Leben gerettet hat. Einen Ort, den ich jahrelang mit meinem Vergessen verraten habe und der mir heute all das lehrt, was ich dir hätte beibringen sollen.« Sebastian schwieg. Etwas in der Stimme seines Vaters war neu. Ohne es zu merken, nickte er. Als das Auto vor dem Holzzaun der Casita de Luz anhielt, blickte Sebastian aus dem Fenster mit einer Mischung aus Neugier und Argwohn. Nie in seinem Leben war er in einem solchen Viertel gewesen, auf einer Feldstraße, vor einem bescheidenen Haus mit geflicktem Blechdach. Fernando stieg zuerst aus. Sebastian folgte ihm langsam. Drinnen spielten die Kinder am hinteren Hof. Rosalva Este wusch hinter dem Herd ab. Doña Clemencia Cifuentes säugte ihr Baby auf einem Plastikstuhl. Esperanza Rivadeneira rannte einer abgelenkten Henne hinterher. Und am langen Tisch am Innenhof faltete Mariela mit Matthias Kartons. Matthias war der Erste, der Sebastian sah. Er erstarrte und blickte ihn an. Sebastian wusste nicht, was er tun sollte. Er steckte die Hände in die Taschen, machte einen Schritt zur Seite, als ob er sich unbemerkt davonmachen wolle. Aber Matthias stand vom Stuhl auf, ging furchtlos auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Hallo, ich bin Matthias. Du bist der Sohn von Herrn Fernando.« Sebastian zögerte. Niemand hatte je mit ihm mit solcher Selbstverständlichkeit gesprochen. In seiner Privatschule kalkulierte jeder jede Phrase, bevor er ihm das Wort gab. Er drückte unbeholfen die Hand des Jungen. »Ja, ich bin Sebastian. Komm,
Ich zeige dir den Mangobaum, den deine Großmutter Teresa mitgepflanzt hat. Sebastian drehte sich verwirrt zu seinem Vater um. Fernando nickte mit feuchten Augen. Der Junge folgte dem Kind in die Mitte des Hofes. In der nächsten Stunde erzählte Matthias Sebastian die ganze Geschichte mit der klaren Stimme dessen, der kein Alter hat, um zu lügen. Er sprach von Doña Amparo, von Teresas Krankheit, davon, wie dieser Baum mit den goldenen Ringen einer Mutter gewachsen war, die alles gegeben hatte, davon, wie dieses kleine, magere Kind aus dem Märchen jetzt sein Vater war. Sebastian hörte zu. Er unterbrach nie. Er machte nie ein gelangweiltes Gesicht und holte das Handy nicht heraus. Am Ende setzte er sich einfach auf den flachen Stein, blickte auf den Baum, fuhr sich mit einer Hand über die Augen. Fernando trat langsam näher, setzte sich neben seinen Sohn. »Papa, warum hast du mir nie etwas davon erzählt?« »Weil ich es selbst begraben hatte, Sohn. Weil ich glaubte, es sei am besten zu vergessen. Und während ich vergaß, wer ich gewesen war, vergaß ich auch, dein Vater zu sein. Es tut mir leid, Sebastian, für all die Jahre, in denen ich nicht da war, für all das Schweigen, für all die Male, in denen ich ein Treffen einem Abendessen mit dir vorzog.« Sebastian antwortete nicht sofort. Er senkte den Kopf, seine Schultern bebten, und plötzlich beugte sich dieser Teenager mit der harten Hülle, dieser Junge, der jahrelang vorgab, dass ihm alles egal sei, zu seinem Vater und umarmte ihn. Er umarmte ihn lange. Er umarmte ihn, wie er es seit seiner Kindheit nicht mehr getan hatte. Mariela sah sie von der Küchentür aus. Sie legte die Hände auf die Brust. Die Tränen liefen ihr ohne Vorwarnung. Noch am selben Abend, zurück am Haus, lud Fernando seinen Sohn ins Arbeitszimmer ein. Er zeigte ihm die Blechdose, die Mariela ihm gegeben hatte. Er zeigte ihm den Brief von Teresa, er zeigte ihm das Tagebuch von Amparo, und dort, zwischen den Seiten des Tagebuchs, fanden sie gemeinsam ein loses Blatt, das Fernando noch nicht durchgesehen hatte. Es war eine kurze Notiz von Amparo Jahre nach Teresas Tod. Heute kam mich der Onkel besuchen, der den kleinen Fernandito mitnahm, ein älterer Mann, wortkarg, kam mit traurigen Augen. Er sagte, er könne das Kind nicht so großziehen, wie es das verdiente, aber die Papiere zwängen ihn zur Erfüllung. Er bat mich, ihm zu verzeihen, wenn das Kind eines Tages ohne Liebe aufwachsen würde. Ich versprach ihm zumindest zu gewährleisten, dass es ihm nie an Essen und Schule fehlen würde. Ich betete für ihn und für Fernandito. Denn manchmal fügen diejenigen, die eine Verpflichtung ohne Liebe erfüllen, mehr stillen Schaden zu als diejenigen, die offen verlassen. Fernando las die Notiz zweimal. Sebastian beobachtete ihn vom anderen Schreibtisch aus. »Papa, dieser Onkel hat dich aufgezogen.« »Ja, und ich konnte nie erklären, warum ich immer das Gefühl hatte, dass er eine Pflicht erfüllte, keine Zuneigung. Heute verstehe ich es. Er tat, was er konnte. Aber die Kälte, mit der ich zu leben lernte, kam von dort. Und ich habe sie, ohne es zu merken, auf dich übertragen.« Sebastian trat näher, legte eine Hand auf die seines Vaters. »Das wirst du nicht mehr tun, Papa. Das wirst du nicht mehr tun.« Am nächsten Tag kam Delia Montalban mit einem kleinen Jungen an der Hand zur Casita de Luz. Der Junge blickte sich mit großen Augen um, überrascht vom Mangobaum, von den anderen spielenden Kindern, vom Geruch von Eintopf aus der Küche. »Mariela, ich stelle dir meinen Sohn vor. Heute habe ich ihn zurückbekommen. Die Richterin hat heute Morgen bestätigt.« Mariela kniete sich vor dem Jungen nieder. Sie streichelte ihm zärtlich die Wange. »Hallo, mein Schatz. Willkommen am Haus.« Der Junge lächelte schüchtern und versteckte sich hinter Delias Rock. Matthias kam mit einem in Form eines Flugzeugs ausgeschnittenen Karton und gab ihn ihm als Geschenk. »Komm, ich zeige dir, wie man das fliegt.« Die beiden Kinder rannten in den hinteren Hof. Delia und Mariela blieben nebeneinander stehen und blickten ihnen nach. Keine sagte etwas. Es war nicht nötig. Draußen, vor dem Tor, parkte ein dunkles Auto. 3 Personen mit Kameras und Notizblöcken stiegen aus. Ein Reporter näherte sich respektvoll dem Zaun. »Dies ist die Casita de Luz. Wir sind von Noticias del Sur. Uns wurde erzählt, dass es hier eine Geschichte gibt, die das ganze Land kennen sollte.« Mariela blickte Rosalba an. Rosalba blickte Mariela an. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten stand die Casita kurz davor, aus der Anonymität herauszutreten. Das Nachrichtenteam von Noticias del Sur betrat die Casita de Luz mit dem Respekt dessen, der heiligen Boden betritt. Die Reporterin hieß Antonia Figueredo. Sie war eine ernste Frau mit leiser Stimme, die telefonisch die Erlaubnis von Mariela eingeholt hatte, bevor sie eine einzige Kamera ins Innere des Hofes brachte. Mariela hatte unter einer Bedingung zugestimmt, dass sie nicht zur Protagonistin des Berichts machte, dass sie über Doña Amparo, die Frauen des Hauses, die Kinder, den Mangobaum sprachen. Das Interview dauerte den ganzen Vormittag. Antonia hörte mit glänzenden Augen zu. Rosalba St. zeigte die Pappwiegen, die sie am Laufe der Jahre gebaut hatte. Doña Clemencia Cifuentes erzählte, wie sie orientierungslos mit ihrem Baby angekommen war und ohne Fragen empfangen wurde.
Esperanza Rivadeneira rezitierte ein Gedicht, das sie von Tante Mariela gelernt hatte. Matthias Cárdenas erzählte vom flachen Stein aus, mit klarer Stimme die Geschichte des kleinen, mageren Jungen aus dem Märchen, ohne Fernando zu nennen, denn Mariela hatte ihn gebeten, sein Geheimnis zu respektieren. Fernando Valencia beobachtete aus einer Ecke des Hofes mit Sebastian. Er hatte beschlossen, nicht vor die Kamera zu treten. Es war nicht seine Zeit, es war ihre Zeit. Als der Bericht ausgestrahlt wurde, hielt das ganze Land inne. Die sozialen Netzwerke füllten sich mit Kommentaren. Tausende von Menschen weinten vor ihren Bildschirmen. Das Video, das Mariela Monate zuvor in den Lagern von Horizonte Sur gedemütigt hatte, wurde auf den Plattformen durch ein neues Video ersetzt. Das, in dem Rosalva eine Pappwiege mit gemalten Sternen zeigte. Das, in dem Esperanza ihr Gedicht mit verschränkten Händen rezitierte. Das, in dem Matthias direkt in die Kamera blickte und mit jener Würde von Kindern sprach, die schon zu viel erlebt haben. Meine Tante Mariela hat mir beigebracht, dass gute Menschen nicht gesehen werden müssen. Es reicht ihnen zu wissen, dass sie das Richtige tun. Dieser Satz verbreitete sich in wenigen Tagen auf dem ganzen Kontinent. Die öffentliche Reaktion war ein Tsunami. Spenden kamen von Orten, von denen niemand es erwartete. Bescheidene Familien schickten kleine Beträge in Umschlägen mit handgeschriebenen Briefen. Mittelständische Unternehmen boten Dienstleistungen an. Universitäten luden Mariela als Gastrednerin ein. Schulen baten darum, die Casita mit ihren Schülern zu besuchen, und anonyme Mütter schickten Nachrichten, in denen sie gestanden, dass diese Geschichte ihnen den Glauben an etwas zurückgegeben hatte, das sie verloren glaubten. Fernando bewegte sich nicht aus der Mitte, aber er blieb auch nicht am Rande. Er berief eine eigene Pressekonferenz ein. Eine einzige, kurze, vor der Tür seines Firmengebäudes. Er sprach ihr am Stehen, ohne Podium, ohne Berater, dahinter mit Sebastian an seiner Seite. Mein Name ist Fernando Valencia Mendoza. Jahrelang habe ich ein Imperium aufgebaut und die Menschen ignoriert, die jeden Ziegelstein meiner Gebäude stützten. Heute erkläre ich öffentlich zwei Dinge. Erstens, dass die Valencia Logistikgruppe einen permanenten Teil ihrer Einnahmen der Fundación Amparo Ospina widmen wird, die ab heute offiziell gegründet ist und sich dem Schutz und der Begleitung bescheidener Frauen widmet, die Opfer willkürlicher Entlassungen und stiller Arbeitsmissbräuche sind. Zweitens, dass diese Stiftung nicht meinen Namen tragen wird, sondern den Namen der Frau, die mich gerettet hat, als ich noch ein sehr kleines Kind war. Denn Imperien werden mit Zahlen aufgebaut, aber Vermächtnisse werden mit Dankbarkeit aufgebaut. Die Rede dauerte weniger als 2 Minuten, wurde aber millionenfach geteilt. Die Tage vergingen. Die Casita wurde mit Hilfe der Spender restauriert, aber unter Beibehaltung jedes ursprünglichen Details. Der Mangobaum blieb intakt, der flache Stein blieb an seinem Platz. Die abgenutzten Vorhänge wurden durch neue ersetzt, aber Rosalva bewahrte die alten als Reliquie in einer Truhe auf. Der Holzzaun wurde verstärkt. Hinten wurden 2 weitere Zimmer hinzugefügt, eine kleine Bibliothek mit Büchern, die von Schulen des Landes gespendet wurden, und eine neue Tafel neben der alten Tafel von Doña Amparo, auf der stand: Hier wird jeder empfangen, wo Herz ist Decke. Ricardo Bermúdez wurde vom Justizsystem offiziell verurteilt. Die durch seine Diebstähle angehäuften Güter wurden als Teil der Entschädigung an die Opfer übergeben. Er tauchte nie wieder in einem öffentlichen Dokument auf. Seine Geschichte endete, wie alle Geschichten derer enden, die glaubten, sie könnten die Demütigen demütigen, ohne Konsequenzen. In der Stille des Vergessens nahm Delia Montalbán y Aguirre die von Fernando angebotene Anstellung an, aber nicht als Operateurin, sondern als Koordinatorin des neuen Begleitprogramms für Arbeiterinnen, das sich der Überwachung der internen Protokolle des Unternehmens und der Prävention jeder Form von Missbrauch widmete. Ihr Sohn, der endgültig wieder integriert wurde, wurde in dieselbe öffentliche Schule eingeschrieben, in der Matthias gewesen war. Lucía Paredes wurde zur Generaldirektorin für Personalwesen der Gruppe befördert. Patricia Benavides behielt ihre Stelle als persönliche Assistentin, aber Fernando erkannte ihr oft, dass sie nie erreicht hatte. Yolanda Caicedo, von ihrer neuen Position als Aufseherin aus, gründete ein kleines internes Komitee von Arbeiterinnen zur Überprüfung stiller Beschwerden. Bernabé Urbano blieb der Wachmann am Tor, aber jetzt ging er mit erhobenem Kopf ein und aus. Der Ermittler Esteban Rojo wurde dauerhaft vom Unternehmen eingestellt, um andere Lager in verschiedenen Regionen zu prüfen, und die anderen 6 Frauen, die durch die Ermittlungen gerettet wurden, setzten ihre Wege mit umfassender Entschädigung fort. Sebastian Valencia kehrte jedes Wochenende ohne Aufforderung zur Casita zurück. Er hatte begonnen, bei den Hausaufgaben der Kinder zu helfen. Er hatte fast zufällig entdeckt, dass er gut darin war, Mathematik zu erklären. Matthias hatte ihn als stillen großen Bruder adoptiert.
Eines Nachmittags, als sie gemeinsam durch den Hof gingen, blieb Sebastian vor dem Mangobaum stehen. »Papa, ich möchte etwas studieren, das für Orte wie diesen nützlich ist. Ich möchte keine Unternehmen verwalten. Ich möchte Gesetze machen, die Menschen schützen, die niemand schützt.« Fernando antwortete nicht sofort. Er legte ihm den Arm um die Schultern, drückte ihn fest an seine Brust und lächelte mit tränenvollen Augen. »Deine Großmutter Teresa wäre stolz auf dich, Sohn, und ich auch.« Eines Morgens, ruhig, stieg Mariella in das kleine Zimmer, in dem sie lebte. Sie trat vor den Spiegel und zum ersten Mal seit Monaten zog sie das alte Foto ab, das sie seit Monaten dort hängen hatte. Das, auf dem ihre Mutter, eine kranke Frau und ein kleines Kind mit großen Augen umarmte. Das Foto des kleinen, mageren Jungen nahm sie mit zur Casita. Sie gab es Fernando, ohne ein Wort zu sagen. Fernando nahm es mit zitternden Händen entgegen. Er kannte seine Mutter, er kannte Doña Amparo, er kannte sich selbst, klein, an die Schürze der Frau gedrückt, die ihm den ersten warmen Teller in seinem Leben gegeben hatte. »Mariela, wo war dieses Foto?« »An den Spiegel meines Zimmers geklebt. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wünschte ich dem kleinen Jungen gute Nacht, ohne zu wissen, wer er war, ohne zu wissen, dass er eines Tages als Mann an diese Tür gehen würde.« Fernando konnte nicht sprechen. Er steckte das Foto an sein Herz. Am letzten Tag des Jahres organisierte die Casita de Lutz ein offenes Abendessen für das ganze Viertel. Lange Tische aus mit stoffenbezogenen Kartons, große Töpfe mit dampfendem Eintopf, frisch gebackenes Brot, Hunderte von kleinen Kerzen, verteilt am Hof. Die Nachbarn kamen, die Familien der Kinder aus dem Heim, die geretteten Frauen, die Arbeiter aus dem Lager, alte und neue. Antonia Figueredo mit ihrem Team kam, aber dieses Mal ohne Kamera, nur zum Essen. Sebastian kam mit einer Freundin aus der Schule, die darauf bestanden hatte, den Ort zu sehen. Lucia, Patricia, Yolanda, Bernabe, Esteban, Ignacio, Valentina, Delia mit ihrem Sohn an der Hand, Doña Clemencia mit ihrem schlafenden Baby auf der Schulter, Esperanza lief zwischen den Beinen der Gäste. In der Mitte des Hofes unter dem Mangobaum saßen Fernando und Mariella nebeneinander auf dem flachen Stein. Matthias ordnete sich wie immer zwischen ihnen. Rosalba bat um Ruhe mit einem sanften Klopfen mit einem Löffel auf einen Topf. Alle verstummten. Selbst der Wind schien innezuhalten. »Mariela, meine Tochter, sag ein paar Worte, der Ort bittet dich darum.« Mariella wollte nicht, aber Matthias stieß sie sanft mit der Schulter an. Sie stand auf, blickte sich um, atmete tief durch und sprach mit der ruhigsten Stimme der Welt. »Lange Zeit ging ich durch diese Stadt und trug leere Kisten. Die Leute lachten, die Leute zeigten auf mich, die Leute schworen, ich sei eine Diebin, ich sei verrückt, ich sei nichts wert, aber diese Kisten waren nie leer. Diese Kisten trugen die Erinnerung meiner Mutter, sie trugen die Träume dieser Kinder, sie trugen den Hunger von Frauen, die nirgendwo hingehen konnten, sie trugen das Schweigen all der Frauen, die jemals von jemand Stärkerem gedemütigt worden waren und keine Stimme hatten, um sich zu verteidigen.« Sie machte eine Pause, ihre Augen glänzten. »Heute möchte ich Ihnen etwas sagen, das meine Mutter mir beigebracht hat, dass wertvolle Menschen nicht danach gemessen werden, was sie in den Armen tragen, sondern danach, was sie am Herzen tragen. Dass eine leere Kiste in den richtigen Händen Wiegen für Babys, Tische für Kinder, Dächer für obdachlose Mütter bauen kann und dass eine Kiste voller Gold in den falschen Händen nicht einmal ausreicht, um die Ruhe einer Minute zu kaufen.« Die Augen aller Anwesenden waren feucht. Sogar die Kinder, obwohl sie nicht alles verstanden, spürten, dass etwas Großes gesagt wurde. »Danke, Herr Fernando, dass Sie zurückgekommen sind. Danke, Sebastian, dass Sie zugehört haben. Danke an jede einzelne von Ihnen Frauen, dass Sie nach jeder Demütigung aufgestanden sind. Danke, Mama, wo immer du auch bist, dass du mir beigebracht hast, dass wahre Liebe nie in einer Kiste bleibt, sie wird immer geteilt.« Sie schwieg, senkte den Blick und flüsterte dann mit letzter Stimme, »Gesegnet sei dieses kleine Haus, gesegnet sei dieses Erbe leerer Kisten, gesegnet seien die Menschen, die nicht aufgeben.« Der Hof explodierte in Applaus, Tränen, verschränkten Umarmungen. Matthias stand auf dem flachen Stein und umarmte Mariela an der Taille. Fernando umarmte Sebastian. Die Frauen umarmten sich untereinander. Die Kinder rannten zwischen allen hindurch und verteilten Lachen wie Geschenke. Oben, zwischen den Blättern des Mangobaums, bewegte die Brise sanft die Äste, als ob jemand von irgendwoher endlich ein Buch nach vielen Jahren geduldiger Erwartung geschlossen hätte. Und in diesem staubigen Hof, unter einem Baum, der mit den goldenen Ringen einer sterbenden Mutter gepflanzt worden war, gebaut mit den rauen Händen einer bescheidenen Frau, die jeden Nachmittag leere Kisten trug, fand die Welt, was sie vergessen hatte zu suchen, das Würde nicht wiegt, das Güte nie aufhört und das wahre Herzen, auch wenn die Welt sie nicht vorbeigehen sieht,
Immer etwas Heiliges in den Armen tragen.